einen Weihnachtsbrief an die Nanny. «Kinder, vergesst nicht, den Brief an die Nanny zu schreiben», ruft die Mutter, während sie den Mantel anlegt. «Was sollen wir denn schreiben?» fragt Tina. «Ja, denkt, dass ihr euch freut, dass ihr Weihnachten kommt und so.» «Ich schreibe nie Briefe, höchstens E-Mails, aber das Nanny hat ja keinen Computer», murmelt der Tobias. «Ich kann noch gar nicht schreiben», murmelt der Florian. «Dann malst halt etwas Schönes», sagt die Mami. «Euch kommt schon etwas in den Sinn.» Dann nimmt sie den langen Kommissionenzettel und stösst ihn in den Mantelsack. Schon gehen die Türen hinter ihr ins Schloss. Die Mutter hat recht. Tobias, der Tina und dem Florian kommt sicher ganz ein Haufen zu Sinn. Sie spielen U-Boot unter dem Tisch. Sie springen von der Postergruppe ins Meer. Sie binden eine Nasenlumpen an die Feckbürste und bauen ein Segel. Dann läutet es. Es sind der Paul und die Angie, Nachbarskinder. Sie kommen gerade im richtigen Moment. Der Tobias, Tina und der Florian brauchen noch dringend Matrosen für das Rettungsboot. Kurz darauf verkleiden sich alle als Piraten. Nicht viel später tobt im Bad eine gefährliche Wasserschlacht. Der Florian rennt, weil die Angie ihm gemeinerweise Seifenwasser hat in die Augen gespritzt. Er möchte jetzt lieber Indianer und Cowboy spielen. Das ist wenigstens ein trockenes Spiel. Der Nepi, der Rauhaartackel, ist das wilde Pony. Einfach, bis er sich unter der Postergruppe versteckt. Da kommt der Tina plötzlich der Brief in den Sinn. «Ui, es ist schon 3:30. Was schreiben wir nur?» jammert sie. «Ich fange den Brief an mein Grossi immer so an», hilft Angie. «Liebes Grossi, wie geht's dir? Merci vielmals für deinen letzten Brief.» «Das ist doof. Unser Nanny hat schon lange nicht mehr geschrieben», sagt Tina. «Dann schreib doch, dass es schneit.» Und Tina fängt an zu schreiben. «Boah, das sind schon 5 Linien, die du hast gefüllt», sagt der Paul bewundernd. Da kommt der Florian aus dem nassen Badzimmer daher. Er packt einen Bleistift und fängt an zu kribbeln. «Das kann doch kein Mensch lesen», meint der Paul. «Aber sicher, meine Nanny kann immer lesen, was ich schreibe», gewagt der Florian. Er malt noch einen Tannenbaum und ein Auto. Eins, das aussieht wie ein Frosch. Dann schiebt er das Papier zu der Tina zurück. Die Zeit ist ja erst halb voll», beklagt sich die. Der Tobias kritzelt noch seine Grüße her. Dann unterschreibt auch Tina. «Sicher kommt die Mami gleich heim. Ich gehe gescheiter schnell ins Bad, die Glunken putzen.» Auch als der Florian unterschrieben hat, ist die Seite immer noch nicht voll. Und eine Seite sollte man dem Nanny schon schreiben, findet Tina. Plötzlich hat der Tobias eine verrückte Idee. Der Nepi soll noch unterschreiben. Der gehört ja schliesslich auch zur Familie. «Euer Hund kann doch gar nicht schreiben», schüttelt der Paul seinen Kopf. «Du wirst noch staunen», gibt ihm der Tobias zur Antwort und macht sich auf den Weg. Mit einem Hundegudeli lockt er den Nepi unter der Postergruppe führen. Dann holt er ein Glas mit roter Fingerfarbe. Er rührt ein bisschen davon mit Wasser in einem Tauerli an. Mit guten Tricken und 3 Hundegudeli gelingt es ihm, einem Nepi seine rechte Vorderpfote in die Tauer reinzutupfen und damit auf dem Brief einen Abdruck zu machen. Es sieht tierisch gut aus. Dann läutet es. Die Mami ist zurück. Der Nepi reisst sich los und will der Mami Salut sagen. Aufgeregt gumpelt er an ihrem hellen Mantel auf. Und der wird voll rote Tasseln. Genau wie der Teppich am Boden auch. «Gerade sind wir mit dem Brief fertig geworden», erzählt der Florian. «Und wir haben im Fall eine ganze Seite gefüllt.» «Ich sehe es», stöhnt die Mutter und plumpset auf den Stuhl. «Könnt ihr mir das hier erklären?» meint sie und zeigt auf die leuchtend rote Spur, die von der Haustür durch den Gang bis ins Schlafzimmer geht. An der Schlafzimmertür taucht jetzt der Nepi auf. Er hat zur Begrüßung dem Papi seine Finken geholt. Das macht er immer, wenn jemand heimkommt. Jetzt leuchtet im Gang eine rote Doppelspur. An ihrem Ende steht der Nepi. Er hat den Finken in der Schnauze, wedelt mit dem Schwanz und schaut die Mutter erwartungsvoll an. Aber sie rühmt ihn nicht. Sie schaut nur auf die Hunderten von Pfotenabdrücken und meint zu den Kindern:
Diese Unterschriften hätten für die Weihnachtskarte an die ganze Verwandtschaft gelenkt.